Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Dies ist ein Video über Undertale. Wer es nicht kennt, dies ist ein Videogame, ein sehr schönes Videogame. RPG. Finanziert durch Kickstarter. Ja. Und erschienen von Toby Fox. Genau. Wenn man das so sagt. Ja, halt. Ja. Toby Fox ist halt der Typi, der das gemacht hat. Applaus. Sehr schönes Spiel, sehr schön. Wir reden jetzt darüber, weil wir dieses Spiel so lieben, aber wir haben eigentlich ja kein Skript. Wir wissen gar nicht, über was wir jetzt... Denn es gibt schon so viele Videos, wo alle Leute über alles Mögliche reden. Über Sans, über Elvis, über Undyne, über Kara. Was diese Story überhaupt bedeutet. Und was daran Schwachsinn ist. Ja. Nix daran Schwachsinn. So, wir fangen jetzt endlich mal an bei den Charakteren erstmal. Oder so. Da gibt es einmal... Nehmen wir einfach Papyrus. Papyrus! Geh mal weg, ich will hier Papyrus einblenden. Papyrus. Er ist der Beste! Der ist so geil, ne? Er hat ein Kostüm. Ja. Das er zum Halloween bekommen hat von Sans. Comic Sans. Hat es ihm geschneidert. Und er trägt es nur noch, weil er sich dann wie ein Superheld fühlt. Und Sans sagt dazu, ist mein Bruder nicht cool? Ja! Oh mein Gott, diese Brüder sind so. diese Brüder, mega! Das ist sehr gut zu wissen, das solltet ihr euch merken. Also Papyrus steht auf Spaghetti. Und er trägt sein Date-Kostüm, sind Basketballbälle, die er sich auf die Schultern macht. ja. Digga, sein Bizeps trägt auch Sonnenbrillen. Sans. Ja, Comic Sans. Ist richtig nice. Sehen Sie sich meinen Hintern an. Ist der nicht wunderbar? Okay. Er ist so mein Homie. Ich mache nämlich die gleichen blöden. Die sind nice, die Witze. Ich finde, Sans ist der Beste. Guck mal, da kommt mein Bruder. Undertale ist ein tolles Spiel. Alle kaufen. Mein Bruder approves. Nur 10 Euro. Eigentlich, wie viel kostet das? 10 Euro. Echt? Nur 10 Euro! Sind der falsche Hintergrund dafür? Ah ja, stimmt doch. Egal! Das habt ihr nicht gesehen. Ja, dann müsst ihr erzählen, worum es an Undertale geht, was daran besonders ist, wo die Vorzüge liegen, vielleicht bei anderen Spielen und warum ihr es besonders gerne. Ja, aber das ist ja langweilig. Ja. WD Gaster ist so eine Person, die im Spiel vielleicht oder vielleicht auch nicht vorkommt. Die funktioniert nämlich nur, wenn man, ich glaube, irgendwas seine So ein Einstellung Gamecode ändert in das. Ja, genau, halt sowas verändert. Und dann trifft man halt auf 3 Typen, das sind halt so die Gaster Witnesses, also die haben den anscheinend gesehen und reden über ihn. Ja. Und dann trifft man ihn an in einem Raum. In, hier, wie heißt denn diese Wasserstadt? Keine Ahnung. Waterfall, bla bla. Waterfall City! Ja. Und man sieht ihn da halt, aber man kann ihn nicht ansprechen. Und sobald man ihn anspricht, macht er so ein erschrecktes Gesicht. Und so gibt so ein Piepengeräusch und dann verschwindet er. Und die Theorie ist halt, dass dieses WD, also WD, vor seinem Namen halt für Wingding Gaster steht. Das ist so eine Windows-PC-Sprache, so ein Symbol mit Händen und sowas gibt's da. Und weil man kann also der war halt vorheriger Wissenschaftler, bevor Elvis Wissenschaftler wurde und hat anscheinend so richtig komische Experimente er hat nämlich gemacht. den Kern, also the Core, da entwickelt und ist anscheinend in Tiefe gestürzt und wurde nie wieder Genau. gesehen. Und durch die Zeit und Raum verteilt. Ja, und man findet manchmal so Dokumente von ihm oder an so einer Tafel und da ist halt auch Wingdings geschrieben, deswegen glaubt man, ne? Und außerdem Sans spricht ja auch in Comic Sans und Papyrus spricht ja auch in Papyrus. Und da gibt es halt die Theorie, dass die alle connect. Ja, dass der Vater ist oder einfach... Also oder Experimente da halt mit denen zusammen durchgeführt hat. Weil Sans ja auch weiß, dass diese ganze Welt deswegen aber ein Anus ist. Denn der Bootfahrer muss nämlich auch etwas von ihm wissen, denn er sagt von wegen Beware the man who speaks in hands. Genau. Also, und das ist im Originalspiel. Also alles, ja. Und Canon. Richtig Theorie-Scheiße gedacht, ne? Ja, okay. Also es gibt auch ein Video auf YouTube, so ein Fan-Dings, die haben das gemacht, wo man WD Gaster reden hört, also eigentlich nicht reden, sondern man sieht ihn und er macht halt so Zeichensprache, ne? Und ich finde dieses Video so süß! Ja, deswegen... Das ist wie ja, das ist so süß. Ich finde ihn geil als Daddy. Er hat so Daddy-Pullis an. Ja, das ist so süß! Und ich liebe diesen Charakter so. Ich bin gerade am Trinken, ja so. Undertale. Keine Ahnung, wir nennen das einfach nur Undertale und dann wissen die Leute nicht, worauf sie klicken und auf einmal klicken sie auf mich. Es gibt so einen Tammy-Hund, ne? Ja, Toby Fox hat sich selbst in der Schule. Ja, das ist dieser kleine weiße Hund da, wenn ihr ihn sehen könnt. Ich klinge hier so eine Furie. So, ja! Toby Fox hat sich selbst in das Spiel programmiert und zwar als kleiner Hundi.
Pupsi. Und wenn man in den Raum von diesem Hund reingeht, steht da auch so von wegen, ja, der Hund ist auf der Tastatur eingeschlafen und hat aus Versehen ein Spiel programmiert oder sowas und das dann halt anders fällt. Und es gibt Tammy, das ist so ein Hund, es gibt so ein ganzes Tammy Village, genau. Ja, einer heißt Bob. Bob ist mein Lieblings-Tammy. Okay, und ich weiß nicht, warum das Internet so verrückt nach Tammy ist, weil eigentlich alles, was sie macht, ist halt nur ein Hund sein. Aber alle sagen, oh, Tammy! Sie arbeitet da, um ihr College-Geld zu verdienen. Genau. Und irgendwie ist das ganze Internet so, oh, Tammy ist so süß, Tammy, blablabla. Digga, das ist ein Hund. Komm auf dein Leben klar. Sans ist hier der wahre Meister of the Ketchup-Kleister. Keine Ahnung. Sie ist so nah. Wir können hier über Undyne und Metaton noch sprechen. Ja, okay. Weil Undyne, sie ist die Entschlossenheit pur. Fick dich, Frisk. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ja, aber nur weil die Seele von Frisk, ja halt Kara. von Kara, die Seele von Kara ist ja eigentlich Entschlossenheit, ne? Ja. Aber das heißt nicht, dass andere, zum Beispiel Monster, eigentlich auch entschlossen sein können oder Entschlossenheit haben Da können. gab es ja dieses Experiment von Alphys, Boiler, Genau. die halt Entschlossenheit in die Monster initiiert hat und die dann so geschmolzen sind. Genau, also Entschlossenheit an sich, dass das Herz halt entschlossen ist, das ist eine besondere Kraft, sag ich jetzt mal, aber trotzdem können andere Monster und Menschen auch Entschlossenheit empfinden. Es ist nur halt nicht, das ist halt eine andere Sache. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt anders. Ja, zum Beispiel Undyne. Während des Kampfes, wenn man sie halt besiegen will, fängt sie nicht, also sie eigentlich zerfallen Monster ja zu Staub. Aber sie schmelzt sich und dann schmilzt sie. Weil sie entschlossen ist, zu entschlossen, um zu sterben. Ja, also hat sie ja das von Entschlossenheit in sich, aber ihr Herz ist Da trotzdem gab es nicht ja auch dieses von wegen, dass dieses Auge Alphys ihr gegeben hat und das dann irgendwie Entschlossenheit ist und keine Ahnung. Ganz genau. Nur weg. Ihr kennt doch bestimmt das Spiel Yandere Simulator. Im Yandere Simulator gibt es einen Raum, wo ein Mäuseloch in der Wand ist und ein Stück Käse liegt, ein bisschen weiter vorne. Dem Mäuseloch. Und wenn man da dran geht, dann sagt das halt so, ja, es füllt dich halt mit Determination, dass du weißt, dass irgendwann die Maus dein Käse kommen wird. Das ist eine Undertale-Referenz, denn überall in Undertale liegt diese Käse mit der Maus. Und nachdem du dir diesen Käse angesehen hast, kannst du in diesen Raum von dem Okkultistenclub oder sowas gehen. Und wenn du dann den Schädel einschlägst, dann verwandelt sich der Schädel in Sans. Also hat so ein leuchtendes Auge, so richtig. Random Shit Undertale, Ende. Cut und Szene aus.